Kapitel 17, Morgenrot. Tja, das Kapitel scheint scheinbar irgendwie nicht zu Ende zu gehen. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Fire Emblem Path of Radiance. Und ja, wir haben hier noch ein bisschen zu kämpfen. Allerdings sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Und ich denke mal, wir kriegen das mehr oder weniger hin. Vor allem natürlich ohne Verluste. Das ist natürlich sowieso das A und O. Und ich hoffe mal, mein Plan geht auf. Ganz ehrlich, Feuer, also ja. 4 Schaden gemacht. Und jetzt wird er gekillt. Und versinkt im Moor. So viel dazu. Da ist jetzt doof, weil Boy hat einen Eisbowl das Rüsten. Nein! Autsch. Naja, shit happens. Ein Punkt nur. So, und dann kommt die Kavallerie von unten. Fährt die gute Stella ähnlich. Autsch. Aber auch das macht nichts, denn Alia heilt ja gerne. Oh je, und dann kam die Trottel vom Dienst. Aber auch die sind kein Problem. Gut, die vielleicht schon. Nee. Sehe ich nicht, Mann. Die könnte ich vielleicht sogar... Muss mal gucken, ob ich die irgendwie... Zweimal Donner, naja, also... Marcia plus Soren, kein Problem. Weil der Rest kommt gar nicht hin. Lass mal gucken, was haben die Stahllands. Okay, Feuer. Wurfball. Okay, Ike muss weg hier. Giftbogen. Der noch, der braucht gar nichts. Der macht Geplinkel. Egal, jetzt erstmal hier oben platt machen. Naja. Boah, ist nicht wirklich nötig zum Trainieren. Marcia greift ja hier an. Wie gesagt, der Rest kommt da gar nicht hin. Nö, wegen dem Uhr und so weiter. Das heißt, das muss so machen. Also natürlich in Kombination müssten sie, die beiden das machen. Wir kommen hier so weit. Dieser Marker hat Feuer drauf. Okay, Feuer macht mir jetzt auch nicht wirklich weh. Kein Problem. Und ansonsten... Nee, da kann ich nahe ran. Null Probleme. Und natürlich mit dem Langspeer. Fast killen. Egal. Daneben, du bist ein Volltrottel. Und das Pferd denkt sich nur, was für ein Vollidiot. Ja, lassen wir mal hier. Und noch einen mit Donner. Wir müssen direkt in den Wald hinein, genau, und in den Busch hinein, wie auch immer. Was wollte ich jetzt genau? Elfendonner wollte ich trainieren. Damit ich nachher das Gewitter einsetzen kann. Elfendonner! Was war denn das? Ich zeig mal, wie das richtig funktioniert. Hier, 45 Schaden. Autsch. Das muss wehtun. Lulululu. So, wenn unser Meistermagier, ja, wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr. Die Frage, kannst du ihn zweimal attackieren? Jo, kann sie. Killt ihn aber nicht, das ist natürlich jetzt doof. Aber vielleicht in einer tollen Kombination. Nur noch ein Meisterbogen, ja, dann direkt weg. Aber wenn sie kritet, ist nicht weg, von dem her passt das perfekt. Der schöne Meisterbogen aufgebraucht. Aber dann wir kriegen noch ein paar mehr. So, jetzt kommen die alle weg. Obwohl, der hat einen Wurfball, den könnte ich anlocken. Aber nicht mit Ike. Mit Volker auch nicht, das wäre ein bisschen doof. Du kannst mal riskieren, mal kann ein bisschen trainiert werden. Und zwar Windbarriere vor allem, Magie 13 und Magie mal gerade keine Sorgen. Verteidigung plus 3, alter Schwede.
Hatten der, was? 7 plus gibt 19. Ja, 9 gibt 16 Schaden, es wird wehtun. Geschwindigkeit 11. 10, okay, doppelt nicht. Ich mach's trotzdem mal. Weil ich's einfach kann. So, der ist bereits geschwächt. Dann ist das perfekt für Chill. Ja, noch 10 KP und dann hat sie auch ihre Entwicklung sogar. Geil, jetzt mal Killen gucken. Da ist nix. Gatry braucht eigentlich auch nix. Sie haben auch schon mal entwickelt. Trotzdem mal gucken, was er macht. Schnell einfach ist, war. Alter. Also Sinne, weg mit dir. Und da ist er einfach futsch. So, dann Boyd, was machst du, Kumpel? Du gehst mal hier hin. 16 Schaden, da wird natürlich Alia freuen mit Purgativ. Und Level 7, nein, Level 8 sogar, schon gut. Magieglück verteilen. Ah, langsam gefällt es mir besser. Auch nur langsam. Jetzt muss ich gucken, das ist scheiß Moor schon wieder, muss ich hier durch. Und dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir können zwar reinstucken, ne, geht gar nicht. Schnell bewegt. Bin mal gespannt. Iliana, was machst du nun Kluges? Sie wacht aus, natürlich sehr klug und greift mit Wind an. Aber leider nicht zweimal. Das war zu erwarten. Der ist selten Dämloch. Weg mit dir. Critical! Finisher! Alter, aus nächster Nähe. So ein Donnerblitz, naja. Das schockiert zutiefst. Feuer! Wieso hast du nicht getroffen? Psst, warum hat es so lange gedauert? Meine Klauen verlangen nach menschlichem Fleisch. Kommen wir gerade zur rechten Zeit, wa? Und da ich hier bin, hat der Feind keine Chance mehr. Ja, schön wär's. Transform! Yes, man! Unsere coole Lagus ist da und... Oh, die kommt schon sehr weit. Geil. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das am besten. Den ausschalten, den Rest anlocken oder gehe ich da lieber ein bisschen zur Seite? Weil sich alle plötzlich auf uns stürzt, aber auch keinen Bock drauf. Okay, die würden kommen, beziehungsweise uns gar nicht richtig erwischen. Da ist natürlich jetzt sofort, dass ich hier direkt so angreifen kann, wa? Was man jetzt könnte, den kommt mit dem Eisenschwert, hat eh keine Chance, dann mit Stahlaxt. Dass der mich trifft, den werde ich ja selbst gedoppelt. Okay, dann lasse ich Marcia hier. Greife hier aus der Entfernung an. Den Zone lasse ich auch, ist ja gut geschützt. Ich muss noch Marcia kurz noch heilen und dann passt das, denke ich mal, war. Kann die ja so lassen. Heile, heile Säge, 7 Tage Regen. Ja, hier im Moor, kein Wunder. Und noch ein paar coole Erfahrungspunkte. Ja, Purgativ bringt's, nur ist leider schon manchmal weg. Das ist das andere Thema. Keiner kommt zu ihm hin mit Elfenlicht. Der wird der Nächste. Frage, wer kümmert sich jetzt um den hier? Ich würde am liebsten ja ihn hier vorne schicken, aber dann kommt wieder so ein dämlicher Magier und haut mich eventuell... Nee. Wir haben ganz kurz.
Warte, Kraft 5 gibt 15. Okay, Volker, wo ist der natürlich? Ja, gibt 12 Damage, 15 noch. Geschwindigkeit 16, eventuell nicht gedoppelt. Naja, die Frage ist, was machst du jetzt bei dem jetzt? Killst du ihn direkt oder? Ach, riskier's mal. No risk, no fun. Autsch. Mal 50% Trefferchance, 50-50 von dem her. Nicht weiter verwunderlich. Wobei ich könnte eigentlich auch mal so in der abziehen, wieder das Highline setzen. Meinen Skill müsste er auch trainieren und Level 14 erst. Ja, wenn er gerne Level 20 bringen, dann muss man mit Bonus-EPs machen. Weil, hat ihm auch schon geschrieben, der entwickelt sich scheinbar irgendwie bei Kapitel 19 so irgendwie. Und hätte natürlich auch gerne, wenn er schon Level 20 wäre. Aber eben, schafft das erstmal. Ja, okay, lass es oben da. Passt, Titania muss näher ran. Chill braucht noch ihr Level up. Okay, erstmal gucken, wenn der ja. Also er ist der Einzige, der kommt, gut. Schicken wir doch schon mal Gatry noch nach vorne. Der fliegende Bonus. Okay, dann haben wir Titania. Dass sie noch viel machen kann hier. Generell denke ich mal, dass die ziemlich gut ausgedient hat. Aber ja, mal schauen. So, wir können zwar Tränke benutzen lassen. Mache ich jetzt aber noch nicht. Nö. Die dienen alle zum Healen. Für Alia halt. Tja, dass man da drüber damit nicht gerechnet. Muss leider zugeben, meine vor allem damit der Stahlaxt. Die Chance doch eher ein bisschen gering, dass er trifft. Naja, shit happens. Gegen Sowen, das wird lustig. Aber greif nicht zweimal an. Na gut, Myrmidon, die sind halt schnell. Das ist so. Okay, Volker, weich aus. Wenn ich plötzlich alle miteinander heilen. Geht doch. Ja, jetzt ist hier oben langsam ein bisschen kritisch. Gut, ich habe noch Lette zur Hand. Ich glaube auch relativ schnell ist die Moor, wa? Ja, hier muss alles zuschlagen und zwar schnell. Mal gucken. Okay, Kevin geht nach unten. Sie kommt dann noch schnell voran. Das war zu erwarten. Die kommen ja auch kaum vom Fleck. Okay, wie sieht sie aus? Wir haben hier Elfendonner Stahllanze. Die kommen aber nicht so weit. Wieso auch immer. Passt doch also ziemlich gut. Vor allem der war, der viel Schaden gemacht hat. Die Schwertdinger sind für sie eh kein Problem. Gut, machen wir vor allem hier mal ein bisschen Feierabend, wa? Passt. Und wenn nicht, wird's passend gemacht. Und neue Klasse. Aus dem Schatten tritt sie hervor. In glänzendes Licht gehüllt. Und zwar als Wyvern Lord. Oder? Jo! Immer ein bisschen mehr Stärke. Geschwindigkeit auch mehr, geil.
Aber ich gebe trotzdem Energietropfen nachher noch. Eisenlanze ist broken. I'm broken. Ne, hast du mal hier, soll mal zeigen, was sie drauf hat. Verteidigung 20, alter Schwede. Ja, Stärke ist noch viel zu niedrig, aber die pushen wir ein bisschen hoch. Ja, muss halt sein. So, da kommt eh keiner lang. Das heißt, kommt sie auch noch so weit? Ja, kommt sie noch. Und einmal vollheilen, bitte. Geil. Jetzt haben wir hier den Typen, da haben wir Eisenschwerter und solche Dinge, aber das sind wie gesagt kein Problem. Dann machen wir was anderes, weil sie dann nicht weiterentwickeln und hat nur 11 verteilt. Gut, der hat auch noch weniger, aber eigentlich auch nur. Egal. Da machen wir noch mal ein bisschen Elfendonner. Und ein bisschen donnern, das muss sein. Zweimal angreifen! Unnötig. Alter, wie Mo aussieht, hey. Noch mehr Residenz. Geil, Magie. Ja, da wird sicher im Kampf gegen den Schwarzen Ritter noch wichtig sein. So, jetzt mal gucken. Stallans wäre natürlich eigentlich geiler, aber da kommt Magie aus der Entfernung, das ist deswegen doofer. Doofer. Und der Eisenschwert-Heini ist jetzt auch futsch. So, und ist hier hoffentlich die nächste sich entwickelt. Mal gucken, der kommt. Gut, bei den dreien kann er überhaupt nichts ausrichten. Also, jetzt einfach auch stark, dass er was kann. 16. Ja, vielleicht 7 Schaden, wenn er trifft überhaupt. Muss er erstmal treffen. Der macht sowieso nichts. Der Rest kommt eigentlich kaum entlang. Dann Stahlhans treffen Gebüsch eh nicht. Ne, passt eigentlich ziemlich gut, würde man sagen. Na, und noch die drei hier unten, weil die ein bisschen nerven können. Okay, dann muss man gucken, wie ich mit Volker genau vorgehe. Wie gesagt, wenn wir das meiste aus ihm rausholen, wenn es irgendwie geht. Okay, leicht schwächen geht schon. Das Problem ist, Iliana, wenn ich mit die angreife, ist sie nachher futsch. Nö. Wieso ist nicht futsch? Keine Ahnung, aber sie ist nicht futsch. Ich weiß, Leute, ich weiß. Ich mache es gerade sehr, sehr spannend. Vielleicht ein bisschen zu spannend. Ja, manchmal muss das sein. Volker, deine Criticals kommen immer, dann wenn sie richtig gut passen. So. Ja, mehr EPs er bekommt, desto weniger Bonus-EPs muss ich nachher für ihn eintauschen. Opfern, wie auch immer. Ey, du Opfer. Insofern, hey, du Opfer, was gibt's denn? Ich bin Gatchby, der fetteste General der Welt. Ja. Nö. Der fetteste sicher nicht. So, jetzt kommt der gut mit dem Eisenschwert. Was will der machen? Mich kitzeln? Das war da alles unter Kontrolle. Jetzt haben wir hier Kevin noch. Seahawk können noch ein bisschen loslegen. Ike will, oder beziehungsweise soll nicht, das stimmt. Okay, kann noch einer vorschwächen. Wenn du vorschwächt, ist bereits futsch. Katatenia, die ist sowieso nicht mehr so stark im Vergleich zum Rest. Aber scheinbar noch stark genug. Ja, seht ihr, geht schon. Ist Tateni mittlerweile zum Schwächen da. Oh Mann, was für ein Abstieg. Ja, sie ist ja schon eine coole Einheit und so, aber jetzt da für sie unnötig groß was investieren, ich weiß nicht, Leute. Wir haben gerade eine Frage, den höchsten Wert 13, 18, 18, okay. Ja, natürlich noch ein bisschen mehr als sie, das stimmt, allerdings ist er 5 Level höher. Dann noch extra geil. Dann brauche ich sie eigentlich wirklich nicht mehr, wa? Wobei sie natürlich Axtlevel essen, da ist natürlich schon im Notfall und ist schon mal geil.
Vor allem deswegen, weil hier eben das Waffenlevel sehr, sehr langsam gelevelt wird. Und das ist halt schon doof. Sehr schön. Level 16 glaube ich war. Na, 17 sogar schon, Alter. Jo, mal gucken, wie es weiterentwickelt nachher und ob es überhaupt den lohnt, sie zu trainieren, war. So, jetzt machen wir das anders. Stell Ike hier hin und Syrok hier hin und dann haben wir eine gute Abwehr noch, falls er noch kommt. Geil, weiter geht's. Der greift echt so an, ey. Und du wirst eh nicht doppeln und dass du triffst. Naja. Oh, jetzt sollen sie echt mit dir anlegen. Alter Schwede. Scheiße. Ja. Speed und Stärken muss bei ihr dringend noch aufleveln. Naja. Im Gegensatz halt zum Asir, bei ihr muss ich halt noch Verteidigung hochbringen. Das sind halt so, naja, die Kompromisse, wa? Yo, 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 yo. Mal klar, dass noch jemand kommt. Eisen, Eisen, das ist mir sowieso am Scheißen. Was? Nee. Moment, habe ich eine Stabachs noch? Hehe. Das glaube ich nicht direkt an. Die gehören dir, Kumpel. Alter. Jo, Kevin, kannst du ein bisschen austoben. Ich wollte doch ihn angreifen. Also Kapitel 17 ist echt übel, was man hier alles trainieren kann. Hätte ich niemals erwartet. Never ever. So, jetzt haben wir hier unten noch die Typen, die kommen eh nicht hinterher. Also kann ja schön mit Ghetto herkommen. Mit Langspeer, naja. Versuchen ihn zu killen. Versuchen. Sehr schön, so gefällt mir das. Im Vogel gefällt es mir gerade ein bisschen weniger, aber es ist ein anderes Thema. Jetzt stechen trotzdem schon mal hier runter. Titania, falls was sein sollte, direkt dahinter. Okay, muss ich auch healen? Nö, noch nicht, wa? 13 Damage, aber ist kein Problem. Ich will eigentlich lieber sie bereits mal heilen, wa? Oder auch das eigentlich eher noch nicht so nötig ist. Ja, Bauer runter. Das war schnell. Man tut zumindest so, als wäre er schnell. So, Lette. Du kannst ja auch mal nachher ein bisschen angreifen, aber erstmal, mal gucken, wa? Chill ist schnell und ja, gut, halt die 6% Crit Chance. 27, okay, treffen. Naja, wir werden ihn nicht direkt killen. Und voll ein drittes Auge gestochen. Nice, nice, nice. Ohne Scheiß. Hier hin, höhere Trefferchance. Dann noch eine Stahllanze langsam zum Aufbrauchen. Jo, passt. Marcia! Hol dir dein Level up und deine Entwicklung. Noch zu früh, wa? Jo. Einmal noch mindestens 2 Typen. Ich muss den Boss noch platt machen. Also, kommt der Monat hinterher, war ja klar. Ich guck gerade, dass ich am besten mache. Oh, Hilfe. Heile sie. Okay, es gibt nur 19 momentan, wa? Also die kriege ich in den Kapiteln nach Level 10 mindestens, wenn nicht sogar noch höher.
Je höher, desto besser. Jetzt habe ich noch 2 Typen. Ja, ja, komm, also. Der darf auch mal wieder. Ich überlege schon die ganze Zeit, weil ich will ja sicher mindestens ein Lagus im Endteam haben, aber welchen ist die Frage? Nette ist natürlich schon, aber Geschwindigkeit vom Sofortverwandlung schon natürlich mal sehr geil, andererseits haben wir noch Lagusteine. Aber ja, Raubtier, wird es sogar noch 2 dabei haben, vielleicht gibt es sogar noch andere Arten von Völkern, oder? Sprich noch, also von Völkern sage ich schon, von Typen halt. Sind ja von den Fliegenden, von Raben, von den Reihern oder von den Drachen eventuell sogar schon. Ich meine, Raketen gab es schon immer. Ja, gut, Vorder bringt es ja nicht viel. Dass du jetzt zweimal angreifen könntest, aber egal. So, Leute, einen ganz kurzen gegnerischen Zug abwarten und dann ist der Folge mal vorbei. Mann, was wollt ihr? Ihr macht eh keinen Schaden, nicht gegen Kevin! Starbucks, haut euch weg! Jopen. Naja. Der nächste bitte, geht doch. Eisenlanze. Daneben. Starbucks. Ein Volltreffer. Mein Pferd ist schöner. Haha. Diese voll sind weißer Schimmel. Level 3 für unseren Rittmeister. Geschwindigkeit, Titanium, okay. Ja, Stärke ist schon gut, also. Braucht nicht unbedingt noch mehr. So, jetzt kommt der Rest noch an. Ja, überleben 10 Züge. Naja, 4 Züge fehlen dazu noch. Jetzt kommen die auch schon bereit. Das heißt, ich muss langsam ein bisschen abhauen. Und wobei, überleben 10 Züge muss ich natürlich alle platt machen, wa? Wenn jetzt noch die kommen. Das ist noch ein Weiß mit Elfenlicht, das ist ein bisschen doof. Was will jetzt eigentlich Schaden machen? Nö, der macht nur 4 Damage. Zu ver... Boah! 20 sind sogar weg und nachher macht Volker den Rest noch, wa? Also sind wir einfach schon übelst mächtig. Tja, und wie mächtig genau, das erfahren wir dann im nächsten Part dabei. Fire Emblem Power of Radiance, wenn wir hier die 3. Schlacht bei Kapitel 17 abschließen, dann hoffentlich zu Kapitel 14 vorstoßen. Kapitel 14 schon. Ne, Kapitel 18 natürlich. Allerdings, wenn wir davor noch die, naja, 4. Schlacht kommen hier unten und die wird, glaube ich, ein bisschen übel. Weil hier haben wir das noch, das Gebäude hier, den Schrein und was auch immer das sein soll und... Tja, dieser Oliver, der fehlt ja auch noch, also sprich ein richtiger Endboss. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!